Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vrienden, welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u hier dabei bent, op radio en op YouTube. Ik heb een zeer schöne tijd met ons. Hier is mijn goede vriend Jake Dick met ons. Hij is al eenmaal op het programma geweest en welkom hier to het programma. Ja, dankzij voor de aanlouding. Mijn naam is Eduard Giesbrecht, voor die wat mij nog niet kennen. En dat feitmal wat u een steltrek bij ons wees, of wat u hier in dit programma redet, dat is Jake, dan redet u van een reis wat u naar Thailand voert, dat is niet zo. En nu wist u reden van een reis dat u naar Peru voert, dat is. So dat hier zich du best so ziemlich einmal hängen weiß, nicht so? Nee, das ist ein Spaß, aber was ich mit dit will sagen, dass die Ursache, wenn Wort herreisen dat, ist Jesus Christus. Und wenn er das besonders diese Reise, was er vielleicht mal vertelt hat, und diese, was er nu vertellen wird, erst wenn es Jesus und das wird mir so sehr daran frei dat. So vertel mal von Peru, dat mal, was wir Peru für besonders? Ich reise mit One Nation, One Day taub. Zij zijn een organisatie wat zich viele andere mensen taub krijgen doen en verschillende andere ministeries. Dat zij waren zich einfach einigen en dan een land op eenmaal ganz erreichen. Er waren so veel als mogelijk. En zo, ditmaal fuhren zij naar Peru voor een ganze week. Er beter is ik 10 dagen. Wat diese Missionaren in Peru werden und einfach über das ganze Land verstreut werden und dann das Evangelium der Allewing verspreiden. So, wie viel wie in Peru? Ja, so, wir werden 5000, was von verschiedenen Ländern werden, von 43 Ländern, was nach Peru fahren und dann haben wir noch 5000, was von Peru werden, muss sagen, was Locals werden, Lokales. So, im Ganzen sind wir dann 10.000 Missionaren, was da, die 10 Jahre arbeiten dein. Du hast die 10.000 Olachani geleerd, oder? Ungefähr 120. 120, was du Mexikani geleerd hast, okay. So, wo sagt das Ganze aus? Wo ist diese Reiche, wo kriegen wir Steuer in Peru? Ja, so, ich werde in einer Stadt, die heißt Huancayo. Der hat ungefähr 500.000 Menschen. Das ist nicht Krieg. Aber wat mijn arbeid weer met Team Extreme. Zij zijn een groep wat durch verschiedene Orten dan het evangelium verspreiden. Einmal durch Spars, durch Deportes und dann auch durch Kraftbeweisen. Und ein Beispiel ist, was sie tun, ist das Isa-Stang, was ungefähr ein Hofsaal dick sind, dann sie so einen Müll anbieten. Und dann tun sie die Kram bieten, so was das in der US. En een ander beispiel is tielen, zich tielen abschubseln en dan die afgielen, uit weggielen. En dat gebruiken ze dan als beispiels om mensen evangeliseren en vergelijkenissen. We zien dat ook veel in de Bijbel, dat Jezus dat ook veel gebruikt. Hij heeft verschillende geschichten meetdelen met de mensen en dan dat hij dat vergelijken, omdat hij die kan evangeliseren. So, dat is wat Team Extreme, ihre Arbeit ungefähr ist. Sie haben nicht 20 Gruppen über die ganze Welt, die so arbeiten tun. Und so, sie werden einfach taub in Peru und dann ich will mitend. So, was wieder viel leiden ist, nur verschiedenste Schulen fahren, evangelisieren, oder auch ab Plazas, Parks. Und so, ich rede Spanisch und Englisch, so, de meeste van hen werden Spanisch oder Englisch. So, ich habe dann auch viel übersetzt. Und dann, da wir einfach so viel als möglich die Tiere in das Land die Menschen evangelisieren. Für so eine Menschen, die uns das noch niemals getan haben, du sagst, die fuhren nur eine Schule. So, was tun du einfach dann in der Schule? Die Kinder taub Europa, oder was tun dann so reich? Ja, so, wir haben die Freiheit gekriegt, muss ein One Nation, One Day. Sie haben einfach die Freiheit gekriegt von
von der Eberste von das Land, dann wir können diese Zeit evangelisieren, so dann dort gibt uns dort wird sehr gut für uns, wenn dann halt wir das viel leichter für uns. So wir wollen dann einfach mit den Direktoren, Eberste von der Schule reden, und dann wollen sie dann uns eine Zeit geben, wo sie dann alle die Studenten wollen alle Tipp brauchen. Und dann geben sie uns einmal eine halbe Stunde, einmal eine Stunde, einmal eine halbe, damit wir können evangelisieren. Und dann wird von uns wird dann Ferntrag, und wer nicht Ferntrag wird mit Reden und so weiter, der würde dann einfach mal die Kinder sein und probieren als Freunde mehr an und probieren persönlich mit ihnen zu reden. So, für die, die nicht so sein in der Schule oder bei Parks führen, was wäre noch andere Sachen, die in der Zeit getan werden? Ja, so, wir haben dann auch das Doktors, was wir wir haben verschiedene Doktors, 10 Doktors, gewaltige Doktors, und Jugenddoktors, und von alles, was die denken kannst. Wir haben Doktors, was dann einfach ab ein Stadium werden, wo sie dann sich ihre nalte Salz haben abgestellt. Und da haben sie dann einfach alle ihre Dinge, dass sie können Menschen haben. So, was wir dann das wir dann evangelisieren, so wir dann Menschen einladen, dass sie wollen nur das Doktorie fahren, wenn irgendwas fehlen wird, dass sie dann können einfach durchkommen und für frei dort kriegen, was ihnen dann fehlen wird. So, je treffen wahrscheinlich sehr viele Menschen in dieser Tiende, was du wirst. Hast du eine besondere Geschichte oder eine besondere Geschichte, was die abfallen teilt? Ja, so wir haben da da hat wir ein bisschen Tee, was wir frei haben. So dann ging ich mit ein paar anderen Freunden, wir gingen nur gerade Stur, normal. Und dann gingen wir einfach daheim, am Bett freie Zeit daheim, am Bett relaxing. Und dann wieder das war ich wieder in einen Kaffeeshop. Dann kommt da ein Junge, er kam nur Jahr per Jahr. Am Frühjahrsabend, da war er dort, und seine Mama wird krank. Und dann merke ich an verschiedenste Frauen und dann komme ich eine gute Rede mit ihm und dann da leg ich ihm das Evangelium mit, dass Jesus alles gegeben hat für ihn, dass Jesus sein Leben gegeben hat für ihn, dass er kann gerettet werden und auch für seine Mama, dass seine Mama kann geheilt werden. Und dann kriege ich die Entscheidung, dass er Jesus annehmen. Und dann bete ich mit ihm taub, ich bete auch für seine Mama. Dann gehe ich am Tent, und dann ging er wieder, ich kann das sein, er geht mit einer Freude weg. Ich einfach schafft dich und kann sein, der hat eine Freude. Die Freude wie gerade das plus ein Cent, nicht so? Ja, oh ja. So, sehr interessant. Hast du noch eine Geschichte, eine Geschichte, die gleich? Ja. So, wir dann das ganze Werk, das wir evangelisieren und dann den Wirken und Sinn und so was. Wie wir dann ab einem Stadion, da wir 10 verschiedene Stadios ab der ganzen Land, wo wir dann große Events haben, wo die Menschen von den ganzen Staaten waren dann eingeladen, dass sie können Part sein von dort. Und dann, dass wir auch sehr viel für Menschen beten, so haben sich dann auch viele Menschen bekehrt, den Sinn und so was. Und auch verschiedenste Heilungswillen. Eine Frau, sie hat all für Jahre nicht gehen können. Und sie wieder am Vorstell. Und dann bet wie für ihr, nicht ich, aber eins die andere von unserer Gruppe. Sie beten dann für ihr und dann sie stand ab und ging nach fern. Wow. Und dann ging sie am Stadion ab und da hat man jedem ein Met, was Gott Judith hat und wenn da tun. Mit der Raulstelle du besiegt. Und dann ein anderes ist, den nächsten Tag, Sonntag, dort wird der letzte Tag was aktiviert. Montag verleiht ich. So Sonntag dann halt wir nach dem Bett Freizeit, dann fühlt wie war nur das selbe Mal, eine große Stur. Und dann nehmen wir uns ein Taxi an, dann wird wieder ein Taxi nehmen, um selber heimhaft
das Papier und seine Rüt euer Back kriegt von diesen Eventen, One Nation, One Day, dass der wird den Söhne und so wieder in das Stadion sein. Und da wird wir nicht über den nächsten Tag, so wie früher haben. Als hij was wat weer en zei hij, ja, ik heb einmal Trouble mit meinem Schüler. Weißt du, als der, und sagte, aber mein Schüler, der ist gestern geholt worden. Und so, dann fahren andere mit Rüd, wow, wo Kaffee kriegt diesen Taxi uitfahren, so viele diesen Taxis in der Stadt sind, wo check out den ein Taxifahrer nur an, dass er uns können nur mal nehmen. Und dann fährt er uns bei durch. Dann wird wie ich seine Frage aus, wie nachher einmal für anbeten. Und so, ich bin dann der einzige Taxi, der Spanisch kennt, so ich würde dann beten und meine Freunde, sie wie mit einverstanden mit das Gebet. So, wir beten dann für ihn, legen am Hängen ab. Wenn ich fertig habe mit beten, dann wird er enthronen. Und kann es sein, er in seinem Leben hat es was verändert. Er hat eine Freude, die er eigentlich gehabt hat. Und dann fragt er uns, wenn er am Montag zum Mars in das Hotel kommen, wo wir blieben, als wir am der würden annehmen. Und sagen wir, ja, ganz sicher. Und dann über den Montag kriegt, wurden wir alle verloren. So, wir verleiten Raum 12 verleiten wir das Hotel. Und dann gerade ein paar Minuten vor, als das Taxifahrer war, kommt da bloß uns noch ein kleine Javeros geben, das haben wir das haben ein Andenkshattel. Und den Javero, was ich kriege, sehr einfach gesehen sind, der Fight, die gehen nur reichen mitteilen. Wahrscheinlich, Jake, von dir zu hören, dass du dat nicht bloß, wenn je naar de school ging, wo je so besonders den Plan had von Jesus zu vertellen, dass je dat doet, sondern was ich auch sagen kann, ist, dass wo immer je ging, dass wir nicht bloß, wenn je das geplant hat, wenn irgendwer, wenn je ein Taxi ankaufen, dann wird das all, oder wenn je ein Jung abgas fangen, wo immer je wäre, du wie das Licht, was Gott von uns will haben. Und das freut mich sehr, dass je als junge Jugendliche, oder wer immer du wir, dass die so Kraft haben, das wird Gottes Rüt bringen. So hast du noch irgendeinen Mutmerken, das gut für uns, oder? Ja, erstens würde ich gerne einen Bibeltext lesen. Das ist Markus 16, Vers 15. Er sagt an, Gott in der ganzen Welt nennt und predigt alle Menschen dort Evangelium. So, das ist direkt von der Bibel gesagt worden, dass wir sollen Rütgun der Gott nur reichen mitteilen. Und so, was ich die würde sagen wollen, ist, wenn du vielleicht einer wärst wie eine Zeug viel mithalten dat, dann wird du das. Bleib nicht bloß du. Gut auch von der Zeug rüht, vielleicht sind Rahmen die nicht Zeug, nächste Blag sind vielleicht auch Menschen, die nicht Jesus kennen, Krepels, kann auch weit sein. Aber bleib nicht bloß du, wo die das möglich ist, die nicht Zeug, wo immer die möglich fällt, wo du einfach rüht, du stehst, wo die nicht möglich fällt, und dann deltiger rein nur rein mit. Wenn du nur stehen jetzt, wo die nicht bloß möglich fallen, dass dort fahrt die auch rüht und dort merkt, dass die nicht bloß ab deine eigene Kraft, die vertrauen sagen das, aber dass die ab Gott vertrauen das. Vielen Dank schön. Krieg so, ich sehe ganz mit einverstanden. Geh einfach rüt, du, wo es nicht so möglich ist, und teil der gute Nachricht von Jesus mit. Der gute Nachricht von Jesus ist uns Raten von unseren Sünden, aber auch uns Körper zu heilen, uns Hort zu heilen und uns nie das Leben zu schenken. So, ich möchte die Gottes sehen, Menschen, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der auch dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.